So, nun probieren wir es doch nochmal. Jetzt haben wir das mal ohne Aufnahme ein bisschen geübt. Und jetzt sollte das mal hinhauen. Hoffe ich zumindest. So, exzellent. Gleich speichern. So, Gott sei Dank haben wir den Schmarrn geschafft. Und jetzt schauen wir mal wieder nach. So, jetzt können wir in das Archiv rein. Ich frage mich, ob wir die Dokumente, die mein Großvater gestohlen hat, noch irgendwo haben. MacPherson! MacPherson, dafür will ich eine Erklärung. Was ist denn jetzt schon wieder? Verarschen kann ich mich allein. Sie wissen genau, dass Sie hier unten nichts zu suchen haben. Ich tue wenigstens was, um die Sache voranzubringen, anstatt mir den Arsch breit zu sitzen und abzuwarten. Sie werden dafür bezahlt, psychologische Profile von Tätern zu erstellen und ihren nächsten Zug zu erahnen. Und nicht dafür, Mörder in dunkle Gassen zu verfolgen. Sie haben wohl zu viel Krimis geguckt. Und wer bitte soll das alles bezahlen, was Sie hier unten zu Schrott gemacht haben? Oh Mann, dann ziehen Sie es mir doch vom Gehalt ab. Mir bleibt keine andere Wahl, ich muss Sie suspendieren. Und Sie werden sich vor dem Disziplinarausschuss rechtfertigen müssen.
Sparen Sie sich die Mühe, ich kündige. Das wundert mich nicht. Die verwöhnte Tochter reicher Eltern, die daneben kündigt, wenn sie nicht ihren Willen kriegt. Halten Sie die Schnauze, Browning. Was wissen Sie schon über mich? Nicht viel, aber ich weiß, dass Sie so leicht nicht davon kommen. Oh doch. Denn sonst gelangt eine gewisse Liste mit Namen hoher Beamter und Senatoren, die einen gewissen SM-Club frequentieren, an die Öffentlichkeit. Vertue ich mich oder stand Ihr Name da nicht auch drauf? Das wagen Sie nicht. Lassen Sie mich in Ruhe, Browning. Oder das wird ein gefundenes Fressen für die Presse. Sind Sie eigentlich verheiratet? Sie dreckige kleine Nutte. Und wenn schon, für Sie bin ich so und so zu teuer. Da gehe ich bestimmt nicht nochmal rein. So, jetzt haben wir die Suspendierung gekriegt. Und wo gehen wir jetzt hin? Vielleicht aufs Büro. So, was haben wir noch alles dabei? Da war doch noch was mit den Dateien von Gustav McPherson. Und wir haben doch daheim, hat die doch immer in irgendeiner Lektüre gelesen. Und da werden wir jetzt einmal hinschauen. Vielleicht findet man da irgendwas. So, ab ins Auto. So, ist der alte da? Tja, keine Ahnung wo der ist. Ist eh egal. Jetzt schauen wir mal auf. Ach, der schluft. Was haben wir da? Gibt's da irgendwas? Das ist doch ganz dick, oder? Oder da ist das? Also es scheint, als ob da was dahinter ist. Wie kriegen wir das runter? Nicht jetzt. Dann bräuchten wir
Vielleicht irgendwas zum Aufschneiden oder irgendwie so. Schauen wir doch mal in die Küche, vielleicht gibt es da irgendwas. Da ist nix. Ein ausgezeichnetes Programm. Ein eiskalter Wodka, ein Glas guter Rotwein und ein heißes Bad. Wird wohl warten müssen. Ja, verdammt nochmal, gibt es denn da kein Brieföffner oder Messer oder irgendwas? Womit wir das Battle da aufmachen können? Wenn wir nochmal umschauen. Wo geht's so hin? Klingt so, als würde Papa schlafen. Da ist noch ein Battle. Ich weiß nicht warum, aber dieses Bild habe ich noch nie gemocht. Okay, da gibt's nichts. Jetzt müssen wir noch mal da schauen. Da ist auch nichts versteckt. Vielleicht am Dachboden nummert. So, das wird ein Gustav McPherson seine Sachen sein. Aber sonst ist da auch nichts drin. Tja, wie kriegen wir denn das Battle jetzt auf? Weil so haben wir auch nichts dabei. Und da liegt auch nichts rum. Halt. Hier ist eine Auswölbung. Ich brauche irgendwas Scharfes, um das aufzuschneiden. Aber ich will das Bild nicht beschädigen. Was scharf ist zum Schneiden. Ja, da haben wir schon geschaut, aber wir finden nichts.
Jetzt schauen wir nochmal auf, vielleicht ist da irgendwas aktiviert worden. Und wir finden vielleicht jetzt irgendwas. Weil davor haben wir das Auge nicht geklickt. Da ist jetzt nix, glaube ich. Jetzt schauen wir aber nochmal oben in die Küche. Ja, liegt denn da nichts rum? Vielleicht am Ich habe seit Büchertisch. Jahren nicht mehr gespielt. Das geht sicher in die Hose. Da gibt's nichts. Ja, liegt denn da in der Küche nichts rum? Da haben wir doch Schubläden, da müsste doch irgendein Messer oder eine Schere drin sein. Wollte er die Stühle am Esstisch nicht auswechseln? Jedes Mal, wenn ich drauf sitze, habe ich das Gefühl, eine Armee zu befehligen. Wir brauchen doch ein Messer. Da liegt wirklich nichts rum. Tja, und jetzt? Jetzt findet man da irgendwie nichts, was man aufmachen können. Und woanders hinfahren und was finden, ist doch irgendwie auch der falsche Weg. Da, das ist doch ein Witz. Da wird doch irgendwo in den Schubladen was sein. Klingt so, als würde Papa schlafen. Mhm. Nicht jetzt. Tja, wir finden nichts. Da haben wir ein riesen Luxushaus mit Badewanne. Bei der Badewanne war doch nicht da ein Koffer? Der war doch da hinten drin. Ich könnte jetzt wirklich einen Wodka gebrauchen. Nimm halt eine Flaschen und hau die zusammen. Das geht doch genauso.
Ein ausgezeichnetes Programm. Ein eiskalter Wodka, ein Glas guter Rotwein und ein heißes Bad. Wird wohl warten müssen. Na, wir möchten jetzt nicht saufen, wir brauchen... was zum Aufschneiden. Ah, jetzt hat's. Da haben wir ein Skalpell. Das ist sehr gut. So, jetzt geht es aber endlich weiter. Ab wieder auf. Und dann in das Arbeitszimmer. So. Teppichmesser. Schaut eher aus wie ein Skalpell, aber das ist egal. Ein altes Gemälde meines Großvaters. Aus seiner Zeit in Paris, glaube ich. Ich durchlebte einen Albtraum. Während die Qualen für Ida zu Ende waren, gingen sie für mich erst los. Ich irrte blind vor Schmerz durch die Straßen. Warum hatte ich sie nicht beschützen können? Und wenn ich den Fall abgelehnt hätte? Doch Milenas süße Stimme brachte mich wieder zur Vernunft. Sie meinte, wir sollten uns verstecken, da die Polizei nach mir suchen würde. Bei Vladana waren wir erstmal sicher. Aber wir wussten, dass wir alle schnellstens aus Prag weg mussten. Ich für meinen Teil wollte mit dem Schweinehund abrechnen. Wir verließen Prag auf einem kleinen Boot. Freunde von Roman brachten uns in eine andere Stadt, von der aus wir einen Zug nach Le Havre in Frankreich nahmen. Dort kauften wir 4 Schiffspassagen nach New York. Ich erkannte meine Heimat kaum wieder. Die Armut hatte den Höchststand und die Wirtschaftslage den Tiefststand erreicht. Dank meiner Verbindungen gelang es uns aber, uns durchzuschlagen. Dann erhielt ich das. Einer der Artikel berichtete von einer Mordserie in Chicago, die den Ereignissen in Prag verteufelt ähnelte. Ich kontaktierte die Behörden in Chicago, aber sie wollten mehr Beweise, was sie aber nicht davon abhielt, Herbert Ackermann zu verhören. Letzterer hatte jedoch ein schlagkräftiges Argument: Geld. Ackermanns Name blieb unbefleckt, aber er musste einwilligen, Mark in eine Anstalt zu stecken. Aus Furcht, der Morde bezichtigt zu werden, stahl ich aus ihrem Büro alle Unterlagen, die meine Unschuld beweisen konnten. Ich fand Ackermanns Geständnis, dem die Geschichte seines Sohnes zu entnehmen war. Dieser Schweinehund ist da, wo er hingehört, in der Klapsmühle. Es hieß, sie sei nach Westen gezogen. Jahre später kontaktierte mich ein Polizist aus Los Angeles wegen einer Mordserie an Prostituierten, die wüste Verstummungen aufwiesen. Ich schickte ihm alles, was ich wusste, weigerte mich aber hinzufahren. Ich wollte nicht noch einmal die Frau verlieren, die ich liebte. Ich heiratete Milena. Wir ließen uns in Chicago nieder und meine Nachforschungen beschränkten sich erneut auf Banalitäten. Und das war auch gut so.